Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 1999. Wir sind wieder zurück in dem Let's Play, wo wir die Formel 1 Saison spielen, die ich als allererstes wirklich in meinem Leben gesehen habe oder komplett mitverfolgt habe. Also es ist schon eine Weile her. Und wir fahren ja mit Stuart. Wir haben im letzten Rennen in Australien nicht so wahnsinnig gut performt, beziehungsweise wir haben eigentlich ein gutes Qualifying gehabt, sind ja von P3 los und dann nachher haben wir uns ein bisschen verschätzt, Fehler gemacht und sind dann nachher durch ein Überholmanöver, das wir machen wollten, hintergekehrt, weil wir uns verbremst haben und ins Kies raus sind. Und sind dann am Schluss P18 geworden. Ist leider nicht so gut rausgekommen. Wir gehen jetzt aber nach Sao Paulo, nach Brasilien, würde ich sagen. Ja, ist ja Brasilien, aber jetzt im ersten Moment habe ich gedacht, hey, Brasilien, ja mal Brasilien, ist ja Brasilien. So, viel zu viel wieder gelabert. Nein, wir legen los. Wir schauen jetzt mal schnell kurz in die echten Rennergebnisse rein, was ist dort passiert. Also Sao Paulo ist am 11. April 1999. Der Sieger von dem Rennen war der Mika Häkkinen, der nachher zweite ist der Michael Schumacher geworden und dritte der Heinz-Harald Frentzen. Und der Pol hat auch den Mika Häkkinen geholt und die schnellste Runde hat auch den Mika Häkkinen geholt. Also sehr, sehr dominantes Rennen dort vom Finn. Und ja, wir gehen jetzt gerade los. Wir probieren jetzt mal dort auch gute Punkte zu holen in unserer virtuellen Simulation von dem Game oder von dieser Saison, möchte ich sagen. Und ja, würde ich sagen, legen los. Wir gehen jetzt wieder wie immer ins Qualifying rein und dann gerade straight ins Rennen rein, 8 Runden rein. Let's go. Hey, wie schnell ist bitte die KI, ey? Also die ist nur am Pushen hinter mir. P7 wurde ist, okay. Holy shit, die sind verdammt schnell, Mann. Alter Schwede. So, okay, probieren jetzt mal schnell kurz. Kurz mir noch mal ein bisschen sammeln. Und dann nachher probieren wir noch mal eine schnelle Runde. Wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr drauf. Oh Gott, ey, das ist verdammt schwer. Leck mir am Arsch, sind die schnell. Oh, Scheiße. Ah, jetzt bin ich einfach ein bisschen warm hinten. Okay, dann probieren wir nachher noch alleine. Okay, das war richtig scheiße, das CNS. Jetzt viel abbremst da dort. Ah, Mann, okay. Habe ich noch Zeit? Okay, komm, wir lassen es so bleiben. Meine Rennpace ist eh besser als meine Qualifying Pace. Hey, echt tricky, holy shit. Okay, wir starten von P. Wir starten mit P18, glaube ich, oder 17. Irgendwie so etwas habe ich vorher gesehen. Bis 17. Holy shit, wir sind richtig gut drin. Ah, unser Teammate ist gerade da noch. Der Rubens. Ja. Okay, wir probieren es mal. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, was ich gross umstellen soll. Ich nehme das Bremsbalance noch eins für ein bisschen. Ich doch das Gefühl hatte, es hat ein bisschen stark auf den Hinterrad bremst. Auf den Hinterrädern bremst. Hey, heute habe ich also innen mit dem Reden. Frontwing war eigentlich alles recht gäbig. Jetzt auch der Pressure noch 1 PSI runter. Vielleicht gibt mir also mal ein bisschen mehr Grip. Grip war zwar nicht so schlecht, aber auch nicht gut. Ja, wir legen los, let's go.
Oh, die Kerre. Natürlich gesagt nicht überstürzt. Sandwich. Noch nicht. Der stark sie eigentlich noch. Da fliegen wir jetzt gerade allen vorbei. So, wir sind hier hinter dem Williams. Den holen wir auch. Ich rein, wie immer. Das ist ja geil, wenn KI wirklich mal Assetto Corsa auf recht höheren Aggressivstufen hast, sie probieren immer wieder reinzukommen. Irgendwie reinzuteifen. Das finde ich noch geil. Also du musst eigentlich immer damit rechnen, er könnte es mal wagen. Meistens probieren sie es ja auch wirklich. Oh, da vorne ist der Schumi. Mittlerweile P11. Oh, nicht raus. Oh, shit. Das Auto ist auf der Bremse einfach so schwierig zum Fahren. Oh! Oh, ich habe mich glaube ich aufgeladen beim Physikeller. What the fuck, was ist jetzt das gewesen? Oh mein Gott. Oh shit. Ah, scheiße. Okay. Das ist natürlich richtig scheiße gewesen. Wo ist es da nochmal gewesen, die Szene da? Ah, ja, das ist doof gelaufen. Das ist wirklich nur doof gelaufen. Naja. Okay, das ist schon ziemlich ein Pack, das relativ langsam ist da. Ein Williams, da vorne ist ein Minardi. Da kommt der Barrichello auch im Stewart. Sehr gut. Über den Minardi auch. Oh shit! Ja, jetzt habe ich mich einfach hart verbremst. Ach Mann! Es ist echt tricky, das Game. Wirklich. So, letzte Runde. Wir sind auch letzte. Jetzt schnell noch kurz den HUD wieder alles eingeschaltet. Ja, Katastrophenrennen. Ja, einfach auch wieder ein bisschen unlucky gewesen dort mit dem Benetton dort, dem Fisichella. Ist wirklich blöd gelaufen, aber du. Ich muss sagen, das Game so mit dem Mod macht schon echt Bock. Also es ist ein cooler Mod. Vor allem die Motorsounds tun wirklich sehr, sehr geil. Und vor allem, sie sind echt tricky zum Fahren, die Autos. Wirklich sehr, sehr tricky. Schauen, ob wir jetzt so ein fastes Lab herballern können. Ah, das hat glaube ich nicht gelangt. Also, der Jacques Villeneuve hat gewonnen. Ja, BAR.
Doch relativ stark, ja. Aber die sind eigentlich in dieser Saison nicht wahnsinnig stark gewesen, aber jetzt im letzten Rennen sind sie schon nicht schlecht gewesen. Und ja, wir schauen mal. Fastest Time hat das Giancarlo Fisichella gemacht mit 1,14. Wow, was? Ich bin 1,15 gefahren. Was hat er? 1,14,081. Ich habe 1,15,081. Er war genau 1 Sekunde schneller als ich. What the fuck? Crazy. Crazy. Okay. Der war sehr schnell. Der war wirklich sehr, sehr schnell. Ja gut, aber das war es von dem heutigen Video hier in Sao Paulo. Das nächste Rennen ist dann nachher in San Marino, also sprich Imola. Bin ich sehr gespannt. Da wird es sicher sehr, sehr schwer sein, dort zu fahren, weil das ist eine schwierige Strecke. Das war meines Wissens vor dem Umbau, den sie hatten. Ich glaube, sie haben einen Umbau gehabt. Also wird hier und da ein bisschen anders aussehen, als eigentlich das heutige Layout ist. Ihr werdet es dann sehen. Und ja, darum gerne den Kanal abonnieren, verpasst kein weiteres Video von dieser Serie. Und es würde mich freuen, wenn ihr als nächstes Mal wieder dabei seid. Vergesst dann nicht das Video zu bewerten, würde mich sehr freuen. Und auch wenn ihr das Video teilen. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Episode wieder. Und bis dahin wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!